Dankschein von der Bürgharchen Eiche ab einen Stein. Geschrieben von Jimmy Evans, übersat und Rütgeschenk von Lebenswasser. Hier ist ein Kapitel für Vandell. Aufteilung 4, Kapitel 18. Fähigkeiten für finanzieller Erfolg. Ich weet keinmal vergeten, wo mir dort verfiert, als ich das erste Mal hier, dort bei ungefähr der Hälfte von den Poren, wat Ehescheidung anlangen, finanzielle Probleme die höchste Ursache wir. Wenn ich auch nicht bestätigen kann, dass das wirklich so ist, kann ich aus einer Erfahrung als Pastor und Ehebruder sagen, dass viele Ehen wegen finanzieller Druck und Schwierigkeiten zu Fall kommen. Gott hat es so geplant, dass Geld und tägliche Sehnungen eine Qual von Sehen und Sicherheit sein sollen, aber für viele Paare sind Finanzen ein Fluch und verursachen viel Streit und Unsicherheit in ihre Verhältnisse. Ein Don't will je an das finanzielle Grot stonen, aber das ist neidig, dass je den starken Einfluss, was Finanzen auf jene Ehe haben, respektieren. Jene zu helfen, finanziellen Erfolg zu haben, und viele von den Gefahren von Finanzen in der Ehe fair zu gehen oder zu überwinden, will ich in dit Kapitel 7 biblische Prinzipien oder Richtlinien erklären, finanziellen Erfolg zu haben. Prinzip Nummer 1. Ehenteimerschaft. Psalm 24, Vers 1 sagt, die Eerd ist den Herren seine, en ook alles wat er binnen is, die Welt en all die wat er boven wohnen. Die erste Wahrheit, wat wir anerkennen müssen, für wie man unsere Finanzen wirklich Erfolg haben können, ist, wir ehnen nicht und Gott ehnt alles. Der erste Schritt, wat wir machen müssen auf dem Weg von finanzieller Freiheit und Sicherheit, ist Buße dann unter Gott für uns Dinge im Leben zu ehnen und nicht seine Ehenteimerschaft und Autorität darüber anzuerkennen. Nächstens, muss wir Gott alles, was wir haben, unterstellen, und gehorsam sein, und wo wir unsere Finanzen hantieren und finanzielle Entscheidungen machen. Dort ist, wo wir meist alle Anrecht tun. Glaubend, dass Geld und Dinge wirklich uns gehören, machen wir Entscheidungen, ohne darüber zu beten und nur das Wort Gottes am Rot zu gehen. Die Folge davon ist finanzielle Unbeständigkeit, wenn es gut geht, und mit der Zeit vielmal finanzielles Anblick. Diese Fall fair zu beten, soll wir Gott alles, was wir haben, übergeben. Wenn wir alles angeben und dann damit so handeln, als er anleitet, dann ist keine Ursache für Angst. Gott wird das nicht zulassen, dass sein Eiendom und seine Entscheidungen durchgebracht worden. Aber wenn wir Gott nicht alles, was wir haben, gegeben und Entscheidungen am Gehorsam zu ihm gemacht haben wir gute Ursache, uns zu fürchten, wie Gott uns keinmal Sicherheit oder Sehen versprochen hat, wenn wir ihm nicht alles unterstellt haben. Gott hat uns gewollte Segnungen und Belohnungen versprochen, wenn wir ihm alles unterstellen und dann verwaltet worden über dort, was er uns anvertraut. Nur Jesus sein Gleichnis noch von den 10 Talenten in Matthäus Kapitel 25, sind die Belohnungen groß, wenn wir unseren Meister sein Geld annehmen als seine Verwalter und seinen Willen tun. Aber das Gleichnis lehrt auch über die Folgen von unserer Verantwortung für Gott zu verachten. Wenn die Welt das Geld auch anbietet, soll ein christlicher Mann oder eine christliche Frau dort nicht tun. Und da steht, soll wir als gehorsame Diener Gottes Verwalter von uns Geld sein. Wenn wir dort sind, wo wir nicht bloß an Sicherheit und Frieden in unserem Sein leben, aber wir wollen auch an das Gelingen in den Seen, was Gott versprochen hat, leben. Prinzip Nummer 2. Verwalterschaft. Na, ist dort recht, dass einer von Gott stehlen det? Aber je stehlen von mir und sagen danach, wo haben wir von dir gestohlen? Na, je haben mir nicht dort Tindel von jener Arenden gegeben, und dort Port, wat je de Priesters geben sollen. Nu sind je auch ohne einen Fluch, wils je bestehlen mi, dort ganze Volk det. Bringt mi dort volle Tindel an meinen Specken an, so dat an mein Hüs wat zu eten sennen. Prauft mi damit auf, sagt der Herr, der alles regiert, und fängt ut, auf ich nicht verjünt wo den Himmel opmaken, en einen Seen raufscherden, so dat jünt dort everand. Ich wo den Knieper nicht loten ab jene Fläche kommen, en jene Arenden abfrieden, en die worden nicht eine Missarend an der Wien Gottes haben, sagt der Herr, der alles regiert. Dann worden alle Völker seien, wo glücklich je sind. Je worden ein herrliches Land sein, sagt der Herr, der alles regiert. Malachi 3, Vers 8 bis 12. Ich werde dat niemals vergeten, als wir noch junge Lied wären, als Karen mich früh, als sie die euch $40 geben kon. Zu der Zeit schafft Karen nicht ut und ich verdiene so ungefähr $600 im Monat, um unsere Familie zu versorgen. Ich fang an kalt zu schweiten, als ich darüber nachdacht, an Geld wegzugeben.
Wir merken dat te die tijd mo avond. Ik hou die Einstellung, dat het al slaag genoeg weer, wann man te Kirche fahren muss, aber wann du danach dafür betonen sollst, dann wie einer wirklich al fanatisch. Aber wann ich dann auch nicht doch, dat dann der rechte Zeit wir dort tau, leid ich kehren dat Geld geben. Sogar wenn ich eine schlechte Einstellung, Unglauben und Angst hat, kann ich an unseren finanziellen Zustand kurz einen Unterschied machen, nur dem, dat sie dem Herrn dat gegeben hat. Wann wir auch nicht mehr annehmen haben, weil wir über Gottes Sehen auf unsere Finanzen. Also je wie wahrer und wahrer. Und je mehr wir geben, je doller merkt wie Gottes Sehen auf unsere Finanzen. Gott sagt, wir sollen auch mit unsere Finanzen proben und Angelegenheit geben, seine Kraft und Treue zu beweisen, indem die Himmelsfenstern aufmacht und sehen uitschat bei het Eberand. Verspricht auch, dat den Verdorber von uns wegdrieben wird, wann wir ihm dat erste und beste von unsere Finanzen geben. Wann dat für unseren fleischlichen Sinn auch nicht verständlich ist, dat Geld weggeben meint, dat het mehr wird, als dat über Wahrheit. Der einzige Weg, um diese Wahrheit zu verstehen, ist die zu proben. Wenn du dat deist, verspricht Gottes Wort die folgen. Wenn wir Gott dat erste Tiendel von unser Annahme geben, bestätigt wie, dat alles ehend. Dat Tiende aufgeben beweist Glauben an Gott. In ohne dat Tiende wird die lokale Kirche, die Körper Jesu Christi, schwach und kann nicht recht arbeiten. Daher gebet Gott, dat wir am dat erste und beste geben von dort, wat uns gegeben hat. Besieht, wat dat Tiende aufgeben det, sagt dat zu Gott, dat wir dort anerkennen, dat alle Segnungen von ihm kommen. Der ist ein starker Weg, Dankschein Gott zu sein. Indem wir das tun, antwortet Gott mit mehr Segnungen. Wat mit Geben zu tun hat, einzige predigen die falsche Erfolgsbotschaft, wo sie Menschen sagen, dass sie zu Gott geben sollen und dass ihren Trick machen wird. Das ist bloß einfach nicht so. Die Wahrheit ist, dass wenn du zu Gott gibst, dann als die sehnt und die anlädt, wird Gott dir auch wieder segnen und Erfolg geben. Und die rechte Erklärung von Erfolg ist, mehr als genug haben, Gottes Willen für dein Leben zu tun. Da nicht nur wen geben, recht zu sein oder eine schriftliche Verheitung versichern für die Reich zu wünschen. Gib, wen du Gott leibst und seine Segnungen schätzt. Aber du kannst auch geben und Fallen erwarten, wen treu ist. Karen und ich geben nu ungefähr 20% von unserer Einnahme an unsere lokale Kirche in christliche Dienste. Meine persönliche Überzeugung ist, dass die ersten 10% von was wir annehmen nur die lokale Kirche gehen soll. Nur hier soll wir für die Arme geben, in besondere Opfer für die Kirche, für besondere Projekte. Wir können auch nur Missionswerke oder andere christliche Dienste geben. Wenn du das all denkst, dann weißt du all was für Freude und Segen geben gibt. Wenn du nicht gibst, so als du sollst, versäg nicht mich und Karen oder andere ihr Beispiel not zu gehen. Frag Gott, was du tun sollst, indem du am erst in sein Wort gehorchst. Wenn du dort denkst, wirst du antworten, dass kraftig an deine Finanzen arbeitet. Prinzip Nummer 3, Leidenschaft. Sprecher all Vers 14 sagt, wo nicht rot ist, geht ein Volk unja. Etliche finanzielle Ratgeber haben mir das all gesagt, dass sie noch einmal ein paar mit schwierigen finanziellen Problemen eigene Berührung gegeben haben, was einen Budget haben. Wenn das Geld reingeplant wird, wo viel sie wohlbrücken wollen, werden viele ihrenste Probleme vermeidet. Die Art von finanziellen Planen, wo das fordert, dass man sich dolsat und ab ihrens betracht, was das für Utgaben braucht und was das für Einnahme gibt, soll vom Mann angelegt werden und der Früh soll als eines Gelicken im Prozess mithelfen und unterstützen. Wenn wir rechte Anleitung üben und finanzielle Entscheidungen machen, ist Fried am Sinn in klare Richtung merkbar durch. Ohne einen festen Plan in klare Richtung für unsere Finanzen, machen wir nur Entscheidungen, als unsere jankerschen Gefeile sind. Wenn wir nicht kurz an Probleme anrennen, dann gehen wir bloß so wieder als gestern. Aber der Tag kommt sicher, wo wir die Wirklichkeit am Gesicht kicken wollen und wir wollen Verantwortung abnehmen müssen für Probleme, was von falscher Hantierung von unseren Finanzen stammen. Das ist neidig, dass du das verstehst, dass ein Budget zu haben nicht bedient, dass du gesetzlich worden sollst mit deinen Finanzen. In Wirklichkeit ist der Prozess für ein Budget machen gleich so wichtig als der Budget selbst. Wenn ihr erst ein Budget gesagt haben, habt ihr eine wertvolle Bereitschaft, am Jüng zu helfen, gute Geldverwaltungsfähigkeiten zu kriegen. Eine andere Aufteilung von Leidenschaft und Finanzen ist Eigentumsplans machen. Ich ermutige alle Ehepaare durch sich von einem christlichen of Code, Bürgführer oder Eigentumsplaner Rat zu holen, für ihre Zukunft helfen zu planen.
Dort ist wichtig, dass je damit no blieben, mit jene Testaments in Ordnung zu bringen, rechte Lebensversicherungen zu haben, und zu planen für jenen Ruhestand, und auch einen Sportplan zu haben für Schule und andere Bedürfnisse von der Familie. Dit alle brucht goudet planen, und dat is eine Eigenschaft von ein weiser Leider. Wenn du die Fähigkeiten, um dit zu tun, selbst nicht hast, dann siegt den Rot und die Ansichten von die Christen zu kriegen, wat du von anweiten. Mana, mag bitte nicht den Fehler von jene früh nicht ganz informiert holen über die Einzelheiten von jene Finanzen und jene Eigendom. Diene früh soll nicht bloß teilnehmen an diese Entscheidungen, aber die unangenehme Möglichkeit ist durch, dass sie die überleben wird. Als Kirche haben wir viele bekemmende Wetfrühes durch die finanzielle und persönliche Berechte muss helfen, nachdem dort ihre Ehemänner gestorben wären. Die Ehemänner dort wie als schwor genug, aber in vielen Fällen wussten die früher sehr wenig oder nichts von dort Eigendom, und dort braucht bloß noch mehr nicht gewollte und anneidige Trühe dabei. Saat die mit ihnen Partner taub dolen vertal über diese Sachen. Sie du als Ehemann verantwortlich sicher zu machen, dass die früh gut informiert ist, und mit jenen finanziellen Zustand mit eines. Die meiste von uns gleichen nicht über diese Dinge zu denken, aber wir mochten in uns denken, riepen und reit machen für die Unsicherheiten vom Leben, so wat als körperlich begrenzt zu sein oder die Sicherheit vom Tod. Ab allein finanziellen Erfolg zu haben, braucht dat Planen und Disziplin. Schieb dat nicht ab. Fang kurz an, din finanzielle Hüs in Ordnung zu bringen. Wenn du dat deist, wat dine eie groten Genoten davon haben, und dat wat bloß später worden an dem, dat je Gott gehorchen und hij segent. Prinzip Nummer 4. Zufriedenheit. 1. Timotheus 6, Vers 7 bis 10 sagt, und wenn wir Kleider und Eten haben, damit soll wir zufrieden sein. Aber die do wellenrig worden, fallen in Versägungen und loten sich von Ansehen gelasten Schlangen, die den Menschen an dat Verdorven und an der Verdammnis rieten. Jetzt ist eine Wartel, wo dit allerhand bei sich kommt. Einige haben sich dort gelasten loten und sind dadurch vom Glauben aufgeehrt und haben sich selbst dadurch viel weiter zugesagt. Zufrieden sein bedeutet nicht, dass du nicht träumen, verlangen haben kannst für größere Dinge. Dort bedeutet einfach, dass du dankbar bist für was du hast, und welch best nur Gott seinen Verrot und seine Zeit zu lören, am Meier zu erreichen. Wahre Zufriedenheit bedeutet, dass wir dankbar sein wollen, wenn wir auch mal bloß passende Nahrung und Schutz haben. Unzufriedenheit ist eine verdorvende Kraft, was uns trifft, am Meier zu kriegen und dort nicht zu weh zu kriegen. Dinge noch euer zu machen, haben die, was uns vandaag allerhand anbieten, besondere Kunst, uns anzuregen, unzufrieden zu sein mit dort, was wir haben, und verleiten uns dazu, dass wir ihre Produkte haben wollen, sogar wenn wir uns dazu an Schulden angeben müssen. Viele Ehepaare sind vandaag in finanzielle Gebungenheiten, wegen sie entweder undankbar sind für was sie haben, oder mit der Gesellschaft versichern mitzukommen, oder mit Familienglieder oder Freund, wat ab ihren draufkicken, wenn sie nicht mitmachen. Wenn wir auch alle nicht wollen, ob eine ganz andere Staub sein, als die wat Rahmen sind, mat wir uns dort vernehmen, ein Lebensstil von Zufriedenheit zu haben, ein dankwürdig oder arm wir sind. Zufriedenheit bedeutet, dass wir Gott regelmäßig danken für die Segnungen in unser Lebens und dass wir geloten und friedlich sind mit dort, was wir nu haben. Zufriedenheit bedeutet auch, dass wir nur Gott kommen können in Arm mit einer dankbaren Einstellung, uns Verlangen noch mehr übergeben können. Wenn wir diese Dinge tun können, weit wir, dass wir von den Gefahren von Begier und Unzufriedenheit beschützt sind. Dono als wir unser Verlangen Gott unterstellen oder nicht unterstellen können, dono ist uns finanzieller Wohlstand in Gefahr. So als 1. Timotheus 6, Vers 10 erklärt, Leih für das Geld ist eine Wartel für allerhand beiset, und so bringt das auch immer weiter ein Leiden in unser Leben schnell. Lot dat nicht, dat die Täscherie von Reichtum die in Gebungenheit hält. Leif Gott und brucht dat Geld so, als hij die anleiht. In unser Lebens haben Karen und ich viele reiche und viele arme Menschen gekannt. Wiederholend haben wir diese klare Wahrheit in ihre Lebens gesehen. Wo viel Geld Menschen haben, bestimmt nicht, ob sie Frau sind oder nicht. Bloß Jesus schauen und an seinem Willen sein kann einem Frau machen. Geld ist ein Segen und ist wichtig, aber kann Gott aus unserer Qual von Leib, Sicherheit und Freiheit nicht ersatten. Wenn wir glauben, dass Geld dort kann, sind wir verführt. Prinzip Nummer 5. Treuheit. Sprecher 28, Vers 20 sagt, ein treuer Mann wird reichlich gesegnet worden, wer sich aber bloß bemüht, recht zu worden, wird nicht ohne gestraft blieben. Wat Menschen sind das Ziel von Känzler, wat
Jedeien am hastig recht te worden, verkuipen. Geven me $10.000 en ik wil bijna 30 door 100.000 damit gemaakt hebben, als wat vele mensen versproken wordt. Zo'n Kanzler weten, dat Begier erbastet Bereitschaft is. Wanneer ze mensen met genoeg Begier aanstecken kunnen zij de bereden meest irgendwas te doen. De waarheid is, dat sehr wenig mensen überhaupt über nachricht geworden zijn. Für de ganz meeste van ons wordt true schaffen en wijsplannen de weg zijn, wo we financiële zekerheid erreichen worden. Als rood om recht te worden, zet een finansroodgever. Verbruik weniger geld als wat je maakst, en doe dat voor een lange tijd. Truet is God zijn weg, doe dag aan en dag uit, wat recht is en dooruit komt erfolg. Krijg ze als de eeuwigste persoon de wicht, wat ze eeuwig 30 jaar gezameld heeft, en 3 weken los zijn wil, zo blijven vele van ons ook een halstje weg om financiële erfolg te hebben. Aber, krijgt ze God als Aufnehmen nicht so schafft, so schaffen verbijvliegende financiële plans ook niet. De antwoord is dat we ons zelfs disciplineren om alle dag recht te leven. Treue, rechte Übung wordt kracht brengen. Treue, rechtes eten wordt die Linterne maken. En zo wordt treue, jaar voor jaar, rechte verwaltung van onze Finanzen ook Sicherheit en Erfolg brengen. Speel nicht met Hostgeleisungen für deine Verlangen oder Probleme rum. Sei treu, indem du alle Tag Gottes Wort gehorchst. Dann wirst du nicht bloß dort erreichen, wo du nur siegst, aber dann wirst du dort auch für das ewige Port von deinem Leben haben. Prinzip Nummer 6. Freiheit. Sprecher 22, Vers 6 sagt, sieh nicht ein Mann, der sich durch ein Handrieren verbirgt, einem anderen seine Schuld zu betonen. Door zijn 3 grundlegende Sachen, wanneer dat bij Freiheit en Finanzen kommt, wanneer wir alle sorgfältig bekijken sollen. Dat eerste is Schuld. Wanneer ik ook niet geloof dat het eine Sünde is Geld te lehen, is te veel Schuld eine Gebungenheit. Die meisten Menschen moeten sich wahrscheinlich Geld lehen, um ein Haus oder vielleicht ein Fahrzeug zu kaufen, aber ein Christ sein Ziel soll sein, alles mit bar Geld betonen zu können, besonders so Dinge, wat mit Zeit nicht mehr wert worden. En vandaag zijn dag heeft dat weinig wat met tijd meer wert wordt. Als ik ginge weer dacht ik, dat het dat wird weer geld te leren om dat te kopen wat me jankert, zolang als einer die tolingen maken kan. Nu weet ik aber van beter. Nadat dat ik in mijn leven den Druck en de gebungenheid van schuld erfahren heb ik entschlossen, dat het dat bloos niet wert is. Ik heb alles met bar geld buiten mijn huis. Wanneer me wat fehlt en ik aber niet geld door te heb, luur ik wat ik dat kan. Wanneer ik dat zo doe, dan betekent dat ik dingen wat me jankert oder fehlt, nicht so hastig habe, als me dat jankert, aber dat betekent ook dat ik niet met den Druck van schuld en hoge interest wat door met bijkomen te handelen heb. Ik kan in vrede leven en word goedvoudig met de middel wat ik heb. Ik geloof schuld steelt ons de vrijheid van wat een weg. Wanneer du nu in schuld bist, dan maak einen plan dooruit te komen en blijf daarbij. Indem du die schuld wat du nu hast auftolst, fang an, zoveel als möglich top te sporen, omdat die toekomstige dingen wat die fehlen, met bar geld betonen kost. Ik weet dat het krijgt nu voor wat mensen schwierig zijn kan, aber dat wordt nog schwieriger worden, wanneer die dat niet ist. Die Ehe wordt ook sehr schwer beeinflusst worden durch eine weise oder unweise Entscheidung. Vielleicht wirst du den Weg van leven een beetje leer maken moeten, en die uitgaven weniger maken. Ik weet dat dit kan schwer te doen zijn, aber dat wordt die stress weniger maken en die de Fähigkeit geven, wat te sporen en uit de schuld uit te komen. De tweede zaak, wat met financiële vrijheid te doen heeft, is voor einen anderen seine Schuld de tweede Unterschrift te geven. De Bibel zegt klar, dat we voor einen anderen nicht bergen zullen, dat heet nicht de tweede Unterschrift für ihre Schuld te geven. Dit is wijzer Rot van Gott, om ons Geld en onze Verhältnisse te beschützen. Voor anderen te unterschreiben maakt ons een Mitschuldiger für die Schuld, zoals van wie gelied houden. En de steht, dat die dafür unterschriftst, geef liever eine finanzielle Gabe oder lot dat geschafft, wat Geld uitliet, de Sache ohne die Teilnahme abnehmen. Die Uitnahme für dit worden onze Kinder zijn. Manchmal moet we für die unterschreiben, wanneer nog jong zijn, en enthalpen Kredit te kriegen. Aber wann wir für ihn unterschreiben, moet ons Rot ook dabei zijn, om sicher te maken, dat zij die tolingen maken en niet in bingende Schuld kommen. Prinzip Nummer 7. Selbstlosigkeit. Jesus zei in Matthäus 16, Vers 25 zu seinen Jüngern, wann wer mit mir mitkommen will, moet hij van sich selbst vergeten en dan zijn Kreuz op sich nemen en mitkommen. Selbstsucht ist ein gefährliches Gedreif für den Wohlstand von irgendeiner Ehe.
Zum Beispiel, wenn irgendein Partner oder beide Partner eine Wahrheit schaffen, die Familie ihre finanzielle Qual zu kontrollieren, sicher zu machen, dass ihre Jankers dort erst erfüllt worden, dann sind Betternis oder in finanzielle Unsicherheit oder sogar ein Durcheinander unvermeidlich. Bliebende finanzielle Sicherheiten Erfolg fangen an, wenn du von beiden Seiten eine selbstlose Einstellung hast. Ein anderer wird, wenn das auch bei dir, dass du deinen Janker auch nicht kriegst, musst du willig sein, die selbst für den Wohlstand von deiner Ehe und Familie aufzusehen. So eine Einstellung liegt sich mit Christus. Daher ehrt Gott die Einstellung, indem dich sehend, was du willig sind, ihre Lebens für arm und für andere Hand zu geben. Ich glaube, diese 7 Prinzipien waren nur bliebende Scheingonen und Erfolg an die Finanzen von jener Familie leiden. Wenn du auch gar nicht ein besonders Gelehrter an diesem bist, fang von dort an flietig zu sein und gehorch Gott seine Prinzipien für finanziellen Erfolg. Wenn du dort warst, wird Gott die segnen und du wirst dort lebenslange Scheingonen von Gehorsam und Disziplin erfahren. Dankzij voor naar dit Bierkarchen Eihe op einen Stein. Ik wens dat dit wordt een hulp zijn voor die en de hoopning te een sterkere Eihe bouwen.